Jo, Leute! Für uns geht's weiter, immer weiter, bei Fire Emblem Engage. Mit, 300 Eisenbahnen, krass. Hier mit der Sidequest zu Ike, nicht wahr? Wo wir schon ein bisschen was geschafft haben und, jo. Also, was heißt ein bisschen? Wir haben sie komplett gerockt. Naja, mehr oder weniger. Auf alle Fälle, theoretisch noch die Quest mit Byleth machen, auf die würde ich aber vorerst noch verzichten. Außer vom Level her und so, was wir jetzt gesehen haben. Und also was das Mindestlevel, oder das empfohlene Mindestlevel dafür wäre. Zumal mir immer noch Meistersiegel fehlte, um Eti zu entwickeln. Obwohl, ob das eben noch etwas wird oder wir das irgendwie dann vergessen können. Um ein anderes Thema. Aura-Adler, so. Oh, ein schönes Tier. Und hätte deswegen eigentlich gesagt, auch wenn wir eigentlich die Kohle gut gebrauchen können hier, dass wir aber trotzdem kurz nach Somniel zurückkehren und uns dann aber relativ flott die Karotti auf zur nächsten Hauptquest machen. Jo. Und da muss man auch mal überlegen. Ja, mit dem Team und so bin ich noch ein bisschen am struggeln. Wie, wo, was, warum vor allem auch. Was ich aber getan habe, offscreen ist noch ein bisschen geguckt und so, was eigentlich so die besten Klassen für unsere Leute wären. Und ich glaube, ich mache meine Drohung, in Anführungszeichen Drohung, war mit Junaka. Sprich, dass sie sie entwickeln. Dass wir 2 Ziegel zu so einer Wolfsritterin machen. Die dann halt nicht nur mit Dolchen um sich schmeißen kann, wie Marin, sondern ging zu Marin, die ja mit dem Schwert umgehen kann, dass sie dann aber hingegen, also Junaka hingegen, oh, ist kein Problem, hingegen auch mit der Axt schmeißen kann. Und da sie keine schlechte Magiewerte hat, können sie somit auch magische Äxte werfen. Ja, eben Rosarade und Goldmarie und so werden wir natürlich auch noch irgendwo finden. Nehmen wir jetzt mal an. Alles andere fände ich ein bisschen creepy. Dann mal kurz gucken. Wir sind, ich glaube, das meiste gäbe es nicht hier, wa? Ich wollte eigentlich mal wieder einen Purgativstab. Weil die gehen mir echt aus, aber das gibt mir nicht unendlich davon hier. Das ist ein bisschen schade. Aber shit happens. Das heißt, ich kann vor allem verkaufen, weil wenn überhaupt wir da irgendwie dämliche Gegengifte bekommen oder so, oder ein Heilmittel oder sowas in der Art, ja. Viel Geld haben wir. Wir kriegen sicher im nächsten Hauptkapitel ein bisschen Kohle dazu, wa? Den Ringen, mit anderen nicht so ganz zufrieden, mit den anderen ein bisschen besser machen. Chloe, Junaka. Junaka ist gerade 21 geworden, das heißt, wir haben ein perfekter Zeitpunkt, ihn zu entwickeln. Ja, Midori. Das heißt, warte mal. Ah, übrigens, was ich noch geguckt habe, offscreen, bevor ich es vergesse. Wo ist es überhaupt? Wo ist er? Nein, nicht hier. Wo ist er jetzt? Komm schon. Doch hier. Warte mal, erstmal die noch einsammeln. Es ging um das Thema mit der Angel. Dass ich mich gewundert habe, wo man überhaupt bessere Angel herbekommt und so. Und es ist tatsächlich so, dass man die verpassen kann. Denn die kriegt man beim Flohmarkt. Aber angeblich erst in einem späteren Kapitel. Also, wenn wir häufiger hier vorbeigehen, müssten wir irgendwann mal dann sehen, wir können Angel kaufen. Hi. Hi. Ja, zum Beispiel in der Stahlbahn und irgendwo hier müssen irgendwie auch bessere, eine bessere Angel sein. Das soweit noch dazu. Dann gehen wir ins Café. Da bringen wir auch viel zu selten was gemacht, wa? Machen könnten wir mal ein bisschen Geld noch investieren. Hi. Das Kochen, ja, und natürlich die Dinge noch hochzutreiben, wa?
Oh, super. Sashimi fehlt mir sogar. かしこまりました。このボネにお任せを。Gibt so ein veganes Sashimi. 最大限。Und veganes Gericht halt. よし、いいな。少々個性的な味に挑戦しました。風味が気に入ったわ。美味しいわ。おかわりはあるかしら。Mittelmäßig, so. Dankeschön für diesen mittelmäßigen Spruch und so. Enzyklopädie, die Bande, die wir pflegen, da ist nix. Hier ist noch ein bisschen was. Optimiere gleich 2 mit Fogat und Diamant. Okay, dann machen wir gleich. Erst einmal aber noch. Spenden an die Karte des Somniel, Illusia Solm. Ich würde mal sagen. Zum Glück bis zu 5000 gespendet werden will, ist schon Wahnsinn, ey. Bro, jetzt sind wir schon Level 3, da muss man dann also nichts mehr machen. Wenn man jetzt ein bisschen hoch geht, sage ich jetzt mal. Jetzt bis 25.000, war noch ein bisschen was machen. Next Level, Dann 100 gespendet hier, krass. Wir machen sowieso bald wieder andere Quests und so nebenbei, dann kriegen wir ein bisschen mehr Kohle. Dann passt das schon. Okay, hätten wir das jetzt auch gemacht. Ringkammer, ich glaube, das bringt nicht viel, weil wir nicht so viele Bandfragmente haben. Ich könnte natürlich wieder mit Zombie angeln und so, aber ganz ehrlich, irgendwann geht einem das auch ein bisschen auf den Keks. Ja, ich glaube, ich habe noch nicht sehr viele Punkte. Oh, doch. Ein paar Bandringe herstellen. Am liebsten direkt mal 10 von Beilev, oder? Mal gucken, was da schönes rauskommt. Oder mal ein bisschen forcieren. Ich meine, wir haben schon einen coolen Cordelia-Ring. Bei Ike fehlen noch ein paar. Ich hätte gerne mal wieder ein paar von Lynn. Eigentlich machen wir später. Komm, ich hätte gerne mal 10 Stück hier von Lynn wieder. Da muss irgendwo mal Illibut dabei sein. Bist einfach nicht drin? Was ist los mit dir, Illibut? Alter! Junge! So, Nino-Ringe, dann haben wir noch ein B. Oh, da wird nachher wieder teuer. Einschmelzen vor allem. Aus 2 mal C, mach einmal B. So, ich brauche 3 Nino C-Dinger für Nino A-Ring, wa? Ein Hector B, ja, ein Hector A. Eigentlich haben wir einen Hector-Ring angespart, wenn wir ehrlich sind. Wir haben ja das richtige Emblem. Wir müssen langsam mal. Oh, scheiße, die ganzen Ringe. Oh. Nein, nein, Freunde, ich habe keinen Bock drauf. Sorry. Machen wir anders mal. Arena. Da sind gegen macht Spaß. Ah, Arena. Und Gespräche. Also, warte mal, bevor wir natürlich jetzt. Nee, warte mal, ich wollte mit. Wen will ich jetzt überhaupt jetzt trainieren? Mal ganz doof gefragt. Okay, die Mira können Level Up vertragen. Boucheron. Die, gut, ihr hättet ein paar, okay. Etienne nicht. Nachher ist mir die Frage, ob es Etienne oder halt Alkrüst. Lustigerweise habe ich das Gefühl, dass Etienne wirklich besser ist. Obwohl ich bereits erwähnt, ja oft mal geguckt habe, bei wem welche Klasse oder welches Emblem und so und Klasse am besten wären. Und angeblich soll ja, fand ich auch ganz krass, Boucheron soll in der Liste, generell von Liste, wenn es darum geht, ob es ein guter Charakter ist, oder ganz unten sein. Das ist eigentlich ein schlechter Charakter. Hingegen soll Anna besser gestellt sein als Boucheron. Und Alkris soll besser sein als Eti eigentlich. So von Wachstumswerten und so, wenn man frage, hä? Ernsthaft? Aber ja, offenbar schon. Ich verstehe es auch nicht.
Also Chloe wäre Kurs Level 10 noch nicht so wichtig. Ich hätte gerne mal Diamant auf Stufe 5, dann kriegt er eine neue Fähigkeit. 仲間とはいえ手は抜かん。我が名はメリン。お相手願おう。しまった。先輩だ。さすがです。手合わせ感謝する。 Schon ein bisschen Biest. Oh. Okay, das war schlecht. Da würde die Sonne bekommen. Naja, man kann nicht alles haben. Bougeron, Bougeron. Reicht's bei ihm für ein Level? Aber das könnte knapp werden. Ich mag glaube lieber Timere, um mehr rein, um sicher zu gehen. Magie. Oh, jetzt fängt es aber trotzdem gut. Also Timera meine ich. Na gut, wenn sie natürlich eine Hortensia einen Donner ausgerüstet hat. Sie kommt zwar jetzt auch mit Magie hinterher. Eben, wenn ich mal eine Feuerlanze kriege oder sowas, also eine Lanze mit Magie, dann wäre sie eine Variante. Was ich überlegen könnte. Okay, dann eben noch Marin. Wir sind nachher auf Level 4. 相手に不足はありません。いざ。地形団長フォガート行くよ。 Den Panzerbrecher. Da war die gleich schnell sind, das wundert mich gerade ein bisschen. 強いな。見習わなくっちゃ。いい手合わせができて嬉しいよ。 So, zeig mir bitte gute Punkte. Ja. Das gefällt. Haben sogar überlegt, ob ich vielleicht noch einen Tag warten soll mit aufnehmen, weil dann käme schon das nächste DLC raus. Das dritte wohlgemerkt. Also ich muss ganz kurz erwähnen, jetzt wo ich aufnehme, ist der 7. März. Ihr seht glaube ich die Folge erst so Ende April herum oder so. Weil ich wirklich krass im Voraus aufnehme. Muss aber gerade auch sein. Erstens, weil es Spaß macht und zweitens, weil ich im April, Mai gar keine Zeit groß im Aufnehmen habe, mit der neue Spiele anstelle und so. Deswegen bin ich gerade ein bisschen Aufnahmemarathon. Auf alle Fälle kommt eben das neue DLC raus, mit unter anderem, jetzt kann ich es ja verraten, weil das DLC ist bei euch ja eh schon raus, wenn ihr die Folge seht, mit Chrom und Darein. Oder wie man ihn auch kennt als Robin. Und die holen wir uns ganz sicher noch während hier der Story, weil ganz ehrlich, das Chrom Darein erstmal die Kombi und Fire Emblem Awakening, eins meiner absoluten Lieblingsspiele, das muss schon sein. So. Genug gequatscht, also zumindest von meiner Seite. Jetzt quatschen andere. Viel Spaß! ご機嫌じゃないか姉さん。何かいいことでもあった？特別なことは何もないよ。何にもないの？でもそんな幸せそうな顔を見たらなんかわからないけど俺まで嬉しくなってきちゃうな。そうよかった。でもそろそろ理由を教えてよ。どうしてニコニコしてるの？それはね、フォガートがいることが嬉しいからに決まってるじゃん。なんだよそれ。俺ならいつだっているのに。いつだっている？不正解。ソルムにいた時はお互いにお城を開けてることが多かったでしょ。特にフォガートはそう。ほとんどお城にいなかった。ああ、それは確かにそうだね。だからこういう大変な時だけど毎日フォガートに会えるのは嬉しいんだよね。前向きな考え方だな姉さんは。戦の最中だっていうのに実の弟に会えるから嬉しいだなんてさ。ダメかな？弟としてこれほど幸せなことはない。ありがとう姉さん。Besser bedankst du dich, Kumpel. Besser bedankst du dich. Und noch mit Diamant, San. Oh Gott. ミスティラ王女、なんだか楽しそうだな。わかっちゃう？
私これから町へ遊びに行くんだ。なんと王女が一人で町へ遊びに行くのか。お忍びでね。よかったらディアモンド王子も一緒にどう？私は遠慮しておこう。これから鍛錬の予定があるのでな。そっか、それは残念だよ。ララララ、ディアモンド王子とも。他国の事情に口を挟むつもりはないのだが、遊び歩いている暇があるのなら体を鍛えた方がいいのではないか。それはそれ、これはこれだよ。私はみんなを守るのも大好きだけど、街でみんなと遊ぶのも大好きなんだ。ディアモンド王子だって鍛錬するのはやめられないでしょ。鍛錬と遊びは違う。私は民を守るために体を鍛えているんだ。それなら一緒だよ。私も民を守るために街で交流してるんだ。みんなのことを知らないと守ることだってできないもんね。なるほど。ミスティラ王女の考え方は面白い。非常に勉強になるな。Dann haben wir das auch gemacht. Andere Gespräche lassen wir noch. Und ich würde ansonsten sagen, statt zu verzagen, dass wir jetzt mal... Moment, ich speichere erstmal nochmal. Nee, sicher ist sicher. Strahlende Held, das Ding ist ja vorbei danach. Und dann wollen wir jetzt sagen... Embleme. Passt. Wir entwickeln Yunaka. Also vieles werden könnte, zum Beispiel auch Berserker und so, oder Axtkämpfer. Also Basis zwar. Berserker haben wir schon, wir brauchen nicht noch einen. Also mache lieber hier Wolfsritter. Wow, Axtflieger wäre zwar auch was, aber nee, ich finde Wolfsritter passt relativ gut. Sie verliert nur 2 Verteidigung, sie verliert eine Behendigkeit, das ist nicht so schlimm, die kriegt sie relativ schnell wieder. Und kriegt dafür noch ein bisschen mehr Magie dazu. Das läuft doch. Und ich habe noch meist 2 Ziegel, also wenn es ihm doch nicht gefällt, dann switcht sie wieder oben. So einfach kann das gehen. Also, Items verwalten, genau. Abgesehen davon, dass ich natürlich auch Essdinger hier nutzen kann. Der auch einen guten alten Silberdolch. Statt dem Stahlding. Warte mal, ein Silberdolch war trotzdem auf 2 Felder, war? Okay. Das heißt, ich kann jetzt eben auch Äxte verwenden. Zum Beispiel den guten alten Hammer. Wobei, ganz ehrlich, fragen wir gerade, warum über den Hammer, weil Hammer macht natürlich Damage, ist klar. Aber sie kann natürlich auch die Orkanax verwenden. Entfernung braucht es nichts, da hat sie ja die Dolche. Vielleicht noch eine Meisteraxt. In ihrer Behendigkeit halt. Im Silberdolch ist es natürlich noch ein bisschen fixer mit 27 Speed drauf. Jo Leute, das sind doch schöne Werte. Sie müsste ihre Fähigkeiten trotzdem noch haben. Individuellen, genau, die anderen, so Klassendinger kriegt sie noch. Wie zum Beispiel hier Chloe hat ein freier Weg. Geerbt fehlen ihr halt noch so viele Fähigkeiten. Aber, warte mal, sehe ich gerade irgendwo, Moment, bei... Nein, nicht hier. Bei Chloe gerade die FP, die sie noch hat. Ah doch, da, warte mal. 1115 ist schon viel. Ich habe mittlerweile noch ein paar. Könnte man also investieren, aber ich kann sich nicht nur erben. Ich muss natürlich Chloe wieder mal einsetzen und überhaupt die Chance haben zu erben. Warte mal. Ganz kurz zurück in die Ringkammer. Wir sind gleich durch, Freunde. Geht so zurück in die Hauptstory. Dass Chloe die ganze Zeit keine Dinger hat, das nervt mich langsam ein bisschen.
Der gute Michael, hier wollte ich eigentlich mal noch ein bisschen abwarten auf bessere, wie zum Beispiel Handicap plus 4. Ui. Klar, man kann natürlich auch sagen, hey, warte mal auf Handicap plus 5. Wenn ich einfach nur kleine Schritte mache, ist das auch schon was wert. Das sind ja schon 2000 Punkte. Hä? Ja, ich glaube, ich erbe die mal. So, die anderen in der Regel noch viel. Fogado ist auch schon kurz davor, aber bei ihm will noch ein bisschen was. Es war. Das ist einer, der nach dem Gegner anzugreifen, sich nach dem Kampf am Feld wegzubewegen. Das leere Feld der Einheit. Ja, kann schon cool sein, theoretisch. Marin ja noch zu wenig. Bei Ivy lohnt es auch noch nicht wirklich, aber irgendwie auch mal einen besseren Partner bei ihr. Chloe. Hat aber Chloe mal was gemacht? Ja, zu wenig, wa? Naja, der Ranglevel ist noch zu tief. Okay. Schade, schade, schade. Kann ich jetzt ein neues Ding überhaupt gut brauchen? Die Erfahrung, die er kriegt, Sternkugel. Ich glaube, Sternkugel lasse ich mal noch, weil es generell ein cooles Ding ist. Also Schaden minus 3 Waffenschild ist eigentlich auch cool. Eben trotzdem bei Handicap plus 4, komm. Das ist aber 31. Sag mal, habe ich jetzt irgendwie die höchste von allen? Lecco mio, ey. Die höchste Crit-Rate von allen. Knapp hinter Marin. Oder Junaka. Nein, Junaka ist ein bisschen runter. Egal. Okay, Freunde. Dann will man sagen, wir brechen auf. Es soll angeblich zum nächsten Ring gehen, wa? Ups, Entschuldigung. Ah, jetzt kommt der Quatsch wieder. Ich wollte eigentlich nur Dinge überspringen hier. Das war der falsche Knopf, Entschuldigung. Der falsche Knopf, Festung, Banditenversteck, nee, da auf der T-Felder, nee. Nicht durch eine Festung, hier. Klasse Basis Level 19 im Durchschnitt, das klingt doch gut. Wir gehen direkt rein. Die Suche nach dem Ring der Weltveränderung müsste Corin sein, aus Fates. Begibt sich die Gruppe zur nördlichen Festung, weil so viele Ringe gibt es gar nicht mehr. Nachher fehlt bloß der Ring von Sacred Stones. Also von Erika und Eifram. いいステップが踏めた。今日の練習はこれぐらいにしておこうかな。この場所、いつ来ても人がいなくて、練習場所にちょうどいい。化け物！どうしよう、囲まれてる。俺はここで死ぬ運命だったのか。こんなことなら踊りだけじゃなくて戦う練習もするべきだったかな。建物の中へ逃げてください。誰？よかった、私の声が聞こえるんですね。この中なら隠れてやり過ごせます。すぐ後ろに扉がありますから早く。わかった。北の城塞ってそんなに怖いところなんですか？怖いところだと思われるように作ったっていうのが正しいかな。指輪を守るためにご先祖様がそうしたの。それが今や噂が噂を呼んで、地元の民が誰も近づかない心霊砦になってるんだ。最近もあの場所ま、ただの噂だけどね。脅かさないでくださいよ。ごめんごめん。かくいう私も中に入ったことはないんだ。指輪の場所が分かったらまずいからむやみに行かないように言われてて。
Macht zwar Sinn. ちょうど見えてきたよ。北の城塞だ。やけに騒がしいですね。誰も近づかないはずでは。あれは異形兵？城塞の中に入っていってる。指輪が見つかってしまったんでしょうか。私たちも中に。 Aber sowas von. Ein Tänzer also gibt es, war? Und den Ring von Corin. Da bin ich schon sehr gespannt. Wird vermutlich ein Ring für Drachen sein, weil Corin ist eigentlich auch ein Drache. Doch, Manakete hieß es ja damals. Dass Corin also weiblich ist schon interessant. Beilef männlich. これは異形兵がいっぱい。本物の心霊砦みたいになってる。あれ？神竜様、あそこに誰かいるよ。また囲まれちゃった。でも屋内の方がやり過ごせそうだ。助けてくれてありがとう、指輪さん。隠れてくださいって言ったのに、どうして私のところに来たんですか？喋る指輪なんて明らかにおかしいでしょ。奴らも君を見つけた途端に目の色が変わったし、妙な呪いにかかって指輪にされてるお姫様とか。だとしたら助けなきゃ。違います。私は。大丈夫、信じるよ。俺はそういう不思議な話を否定したりしない。カードよ、教えてくれ。この先の俺たちの運命を。占い？ラ・ドラゴン、竜のカードか。思いがけない助けが来るかもね。本当ならそれまでなんとか持ちこたえようかな。 Jo, wir sind schon da. Was? Wie sieht denn das hier aus? Tür zerstörbar. Oh, dann sehe ich die nächsten Räume. Oh, leck mir am Arsch, okay. Das heißt, ich muss den irgendwie durchlotsen. Bis hierhin vermutlich, war. Ne, eigentlich zu mir hin. Hä? Kann ich einfach in die Wände zerstören und fertig? Also die schnell platt machen. Da sind aber ein paar mickrige Burschen mit dabei. Ja, aber die kriegen ja alle platt. Ja, das geht schon. Natürlich mit meinen Einheiten, das geht mir ein bisschen auf den Sack, Freunde. Bin nur 9 Stück dabei, okay. Jetzt machen wir es mal ein bisschen anders. Louis und Tiki. Nehme ich jetzt alles mit. Diamant braucht ich eigentlich die Power, wenn wir ehrlich sind. Ich lasse ihn aber trotzdem zurück. Marin braucht für die Magie, die kommt mit. Junaka will ich jetzt mal ein bisschen testen, kommt also auch mit. Citrin Beilev ist eine coole Kombi, die kommen auch mit. Eigentlich müssen wir mal Louis und Tiki zurücklassen, wisst ihr was, mache ich jetzt auch. Weil ich Tikis Fähigkeit gut gebrauchen könnte von weiteren Weckungsstein, aber scheiß drauf. Nehme ich dafür noch Chloe als Flieger mit. Dann verzichte ich diesmal auch auf Boucheron. Ich hätte gerne Ike, bzw. Timera und Citrin als Tank dabei. Einmal für Defensive, einmal für die physische, also für Resistenz. Gut, Alfredo San haben wir auch noch. Dann eben Marin und Junaka sollen ein bisschen Speed reinbringen, auch mit Magie unter anderem angreifen. Etienne macht wieder gesagt, noch immer keinen Sinn. Und dann fehlt mir noch einer, also ich würde gerne Ivy mitnehmen. Wen lasse er denn da? Wirklich Boucheron, wie bereits erwähnt. Er hat zwar Power. Eigentlich so wie Diamant. Eigentlich ist es doof, dass er Boucheron und Diamant zurücklassen, weil das sind die, die Power haben. Kann ich schon wieder die anderen zurücklassen, ist irgendwie auch doof. Sollen wir ein bisschen was Neues reinbringen, wa? Okay, das ist definitiv was Neues. Sidal entkommt. Michael Sidal wird besiegt. Okay, Sidal heißt er. Und Ring hat er noch nicht. Er ist ein Tänzer, das hat man schon gedacht. Mit, wird so eine Spezialklasse sein. 3. Stufe.
Okay, physischer Angriff, ich kann das ja hoch. Und sonst noch hier. Abwehrhaltung, war zu erwarten. Das heißt, ich muss trotzdem relativ schnell durchgehen hier. Soll ich erst einmal die Dinge da vorne alle mal platt machen und dann gucken? Ich denke jetzt mal die Wolfsleute nach vorne. Aber ganz ehrlich, zumindest einmal anlocken wäre mir eigentlich lieber. Da kann man vielleicht zwei Tanks hin. Das macht mehr Sinn. Also, wir haben hier Timera. Theoretisch auch ein Tank wird auch reichen, aber ich stelle auch noch ihn da vorne hin. Die Wolfsritter sind da in der zweiten Reihe. Zack, zack. Sind theoretisch jetzt noch 5 Angriff hat im Ding, da macht aber nicht viel aus. Ja. Ich würde sagen, so machen wir es, Freunde, aber natürlich, wir können anders sein. Wir gucken uns alles weitere erst in der nächsten Folge an. Zurück hier bei Fire Emblem Engage. Danke fürs Zusehen. Bis dahin. Bye, bye.